Goedemorgen. Nog eenmaal. Ik vertrouw mal, dat onze avontuur am Oude Testament nicht bloß mich begeistert. Ik neem mal aan, we zijn zo halfweg alle damit an. Ik had veel werk niet zo mooi werk om me ruimen. En dat laatste werk kom ik waar je zet doen. Ik had positieve Wirkung gesehen von Sonntagsschulen, dat macht mir dann mutig, mich frisch reiten. So, wir tun da im Alten Testament gehen und wir sehen, oder wir lassen uns bloß wiesen, wo Jesus alle vandaag kämpft. Und wir tun aber verschiedenste Orten wiesen, von wo Jesus im Alten Testament vandaag kämpft. In vier Sonntag haben wir uns das Neue Testament gelesen und dort einmal war zurückgeraubt auf das Alte Testament. Also das sind Andeutungen, dass wenn das Neue Testament sagt so und so, dann sollen wir uns die Geschichte gut lesen, dann wollen wir davon lernen. Von der sagen wir im Alten Testament Nummer 7, oder Jesus da im Alten Testament 7, und von der war wir Abraham und Isaac bechecken. Und die wollen uns so von der dort Bild nehmen, dort nennt man Prophetie mit ein Bild. Also, das ist nicht ausgedacht, dass die Geschichte von Abraham eine Handlung hat am prophetischen Sinn. Aber das ist nicht bloß so, ja, Gott wird noch mal Radar schicken, Gott wird noch mal Radar schicken und hier ist ein Bild, was da passieren wird. Also, wenn wir Alte Testament lesen, das Lehren hat uns für zum bildlich in den sein. Aber diese Prophetie mit einem Bild, der hat aber noch eine Bedingung dabei. Ne? So, wir haben ein paar Tweisen, die uns berät, dass das just so wird aus dem Schädel. Ich muss sagen, das ist ein Schädel. Und wo heißt der Schädel? Jesus. Okay, so wir haben gesagt, wenn wir im Alten Testament erst was lesen, was vielleicht nicht ganz Sinn merkt, dann soll wir Jesus schauen und dann gucken, vielleicht passt das Schädel hier nach, wo das Schlot aufgedreht wird. Und das wird wir von dir dann wollen tun. Wir haben eine Prophetie mit einem Bild, aber dann müssen wir unbedingt Jesus aus uns Schädel mit haben, zum sein aus dem Schädel, du dann nicht passen wird. Prophetie mit einem Bild, und dort soll wir an Abraham und an Isaac. Wir wollen uns die Geschichte lesen in 1. Mose 22. Und für die von Ihnen, die uns das Papier machen, oder nicht machen, Abraham lebt 2000 Jahre vor Jesus seine Zeit. So Abraham wird geraubt aus der Stammführer von dem Volk Israel. Abraham kriegt eine Versprechung und die wird der Welt gesehen worden. Aber dann im Kapitel 22 haben wir die sehr bildliche Geschichte von Abraham und den sein jungen Isaac. So wir weiten dort, dass Abraham bei einem jungen Isaac kam, wie ich mal meist allmählich, haben wir all gut alt, seine Frau wie noch alle, nee, das stimmt nicht, denn seine Frau wie auch bis alt zum Tingen haben. Und Jesus kam durch einen Bosch zu Abraham sein, ein Jahr wieder hat ein Jungchen, und wow, du hast einen Jungen, nicht? Und dann haben wir am 1. Mose 22 diese Geschichte, und wir wollen uns davon ein bisschen vorwärts bechecken. Aber bevor wir das tun, müssen wir den Vers 14 lesen, an 1. Mose 22, wenn dort ist unsere Prophetie, wo wir von der dort Bild von kriegen wollen sollen. So, wer von Ihnen hat alle nicht eine plottische Bibel mit? Himmel 100. Sehr gut. So, irgendwo von der mit so verantwortlich holen, den Vers 14 extra zu lesen, wenn du es was Besonderes durchhängen an der plottische Bibel hast, und mit so boven Eva sagt. So, 1. Mose 22, Vers 14. Ich lese erstmal in unsere plottische Bibel und dann wollen wir die nur noch mit alle bechecken. Das sagt du so im Vers 14. Von dann an nahm Abraham der Stadt immer Jahwe Jireh. Aber dem von derschen Tag wird gesagt, offenbar wird der Herr du nu sein.
Also dat wordt du nu zijn handen du evasat os provera. Gott wordt verzorgen. Aber hier ist es mehr. So der erste Ding an dessen Vers sagt dort Abraham nannte steht Yahweh Jireh und dort meint prover, verzorgen. Verzorgen. Okay? Wer wird versorgen? Gott, okay? So versorgen wird Gott, als dat du am Präsente oder als am Futur, als dat für nu oder de wat noch. Dat meint Toekomst, okay? Versorgen Gott, Toekomst. Mijn plotje verhelpt. Toekomst, en wat weet we nog van deze vers? God wordt verzorgen, der wordt er in de toekomst doen, en wordt niet veel ons nog een ding meer te weten. No. Du hast ein großes Frauteken, wo du sagst, verzorgen wird. Okay? Auf Spanisch, wo wir sagen, okay, wird. Mag das so stehen? Einmal, wir haben dann eine Prophetie, wo du sagst, Yahweh, Jireh, Gott wird versorgen, aber der Vers uns nicht wird. Stimmt doch, nicht? So, der Vers wird 400 Jahre Luther geschrieben, als was passiert ist, wenn Moses schrift hat. Moses lebt, ja, wenn ja 400 Jahre, nur das ganze Tag, vielleicht mit mehr. Und dann, dort wo Pidi du seht, 400 Jahre Luther sagt Moses, der Borg heute von der Tag nach einmal wo. Gott wird versorgt. So die Prophetie von Versorgen, der ist all am Gun. Die Menschen ist dort bekannt, dass die Borg durch der heute der Herr wird versorgt. Und dort bleibt uns mit dieser großen Frau, wird Gott versorgen. Und das, wo wir von der Hand aus. So, nu werden wir terugwechseln, nur Vers 1, 1. Mose 22, Vers 1. Und dann werden wir durch so die Länge lesen, Vers für Vers. Wir wollen das erste lesen, Vers 1 und 2. Wer will du gleichen zu lesen? Gut. So, nu weit wir dann all die Anfang von der Geschichte. So, wir wollen das hier mit so durchstrecken, das was wir Prophetien an. Nu haben wir ein Bild, also das Bild von Versorgung. Das erste Ding, was wir hier so weiten ist, dass du was gerät von ein Sehen. Was ist die Beschreibung von diesem Sehen? Das ist der Einzige, als der Wahrheit. Halb. Okay, das ist eine halbe Wahrheit. Aber wir wollen hier so mal handschreiben, Einzige sehen. Muy bien, was wollen wir noch? Okay, Einzige sehen. Und dort ein Geläuf da. Muy bien, was wollen wir noch? Da wird ein Isaac. Gut. Was wollen wir noch? Gut. So der zweite Ding, was wir wollen, ist, das einzige Geläuf da sehen, der soll geopfert werden. Aus einem Brandopfer. Gut? So, für die von Ihnen, die mit mir all Jesus im Alten Testament sehen, die wissen ja, was du sagst, nicht? Oh ja, wir wissen. Johannes 1, Vers 14. Wer will du so lesen? So, gut. So, Jesus wird beschrieben aus dem Fuhrer, sein einzigen Sehen. Willst du kurz noch Vers 18 lesen? Okay? So Johannes merkt sich sicher, dass Jesus seine Beschreibung wird einzig sehen sein. Also, dann haben wir all ein Bild. Dann haben wir einen guten Anfang gemerkt und sagen, oh, okay, der einzige Sehen soll geopfert werden. Und Isaac hat einzig sehen, Jesus wird beschrieben als der einzige Sehen. Aber du hast mehr, Johannes 3, Vers 16, wie weiten dort, du hast noch den Pott von Läuf, du bist. Was sagt der Vers? Den kann ich alle auswendig. Willst Gott?
dort hat sie einzigen sehen Handjäuf. Und alle, die Namen glauben, nicht verloren gehen, aber dort wir leben hat. Du hast ein schmackes Bild, aber das ist bloß der Spatz, von wo wir von dir hängen. So, wir wollen hier so einzigen sehen, ein Opfer, weil wir uns nicht mitnehmen durch diese Geschichte. So, das ist der Mittelpunkt von dem Bild. Also, wir haben nur Prophetie, aber wir wollen nur das Bild checken. Was soll hier dann angehen? Wir wollen Vers 3 lesen. 1. Mose 22, 3. So gut, so der dritte Vers sagt uns bloß, Abraham wie gehorsam, dort sagt du, der spaut sich. Und dort ist eine Einstellung, die schwer zu begreifen ist, wenn man Gott diese gut abvermulden Jungen, dort wird nicht eine Einstellung von Aquamischbauten geben. Und dort beschreibt Abraham auf so einem ganz anderen Niveau. Der kann Gott und der ist best, was man Gott gesagt hat, dann lobe dem Staub. Warum muss Vers Feuer lesen? Vers Feuer sagt, und dem dritten Tag, als Abraham sich noch weiter rumcheckt, sah er von einem Eng auf, der steht, wo sie haben soll. So, hier ist bloß abfällig, dass die 3 Dinge, du hängen, wo der haben soll. Ja, einige von Ihnen checken ja beschäftigt, nicht? Aber Isaac wird nicht tot, weil Gott Abraham sehr gut abfahren muss. Ein Abfall, ja, wie es dir dort 3 Dinge, aber du wirst, wo Isaac soll ja abfallen werden. Aber bloß so mit sein, Gott ist allmächtig, allweitend. Und er lässt uns ein Bild hier, wo wir nicht jeden streiten können, und dort nur was so Besonderes liegt. Dann im Vers 5, kommt das erste Mal das Wort Adoration in der Bibel verdacht. Dort sagt es im Vers 5, dann sagt Abraham zu seinen Dienern, blieb hier und ich werde den Esel auch hier looten. Aber ich und der Jungen wollen noch wieder dort hingehen, und wenn wir erst Gott haben angebet, wer wird dann zurückkommen? Wie? Du ist was Besonderes an dieser Geschichte. Weil wir lesen immer viel zu busig, dann vergeht wir zu hören. So, wer will alle 3 kommen von Opfern? Abraham und Isaac. Okay, so, das sind 3, die hängen weg. Und nu wollen die anbeten. Aber wenn die angebetet haben, dann wollen die Bad zurückkommen. Okay, so nu wollen wir uns mal bloß 3 wechseln. Gott hat Abraham gesagt, go ab verdienen sehen. Der spaut sich, der spaut halt, der lootet ab und dann jauen die los. Und dann sind die Batu gekommen, wo Gott gesagt hat, wo der soll. Und dann sagt er, ja, ihr kann hier bleiben, wir wollen da hingehen, dann wir müssen Abfahrt haben, dann wollen wir zurückkommen. Wo wir dann lügt Abraham, der Arbeiter fair, und sagt, will bloß nicht, dass der Arbeiter wissen, dass er will seinen Jungen anbringen. Oder, als du mehr durchhängen, an dem dort der sagt, wie kommt zurück. Aber dann haben wir noch ein sehr besonderes Ding, was wir hier so machen tun, um diese Geschichte vollkommen verstehen. So, wenn immer wir eine Geschichte lesen, und wir mit alles was mit so Zweifel haben, dann sollen wir uns sagen, redet die Bibel erst so, aber ist noch von dort. Redet die Bibel erst so von Abraham seine Anstellung an seinen Opfer? Ja, das ist. Hebräer Kapitel 11, wo wir hingehen, und dann werden wir uns zu Vers 17, 18 und 19 lesen. So, da sagst du so, uns kriegt, was an Abraham sein Kopf verging, weil der zu seinen Arbeiter sagt, weißt du was, Jungs, wir gehen anbeten und wir kommen zurück. Hebräer 11, Vers 17, bis 19. Wer würde du gleichen zu lesen? Sehr gut. So, ich glaube unbedingt nicht, dass Abraham seine Arbeiter verlog und sagt, wie kommt zurück, wenn Abraham wusste zu viel. Gott hat zu Abraham gesagt, Isaac, das Isaac, das wird der Führer sein von deinen Hukum. Du hast keine Frage an, was Gott hat gesagt hat, oder nicht.
Und Gott liegt nicht, Gott schmiert nicht an. Du weit wie dort Abraham seinen Staub von Gehorsam, wie noch so viel Grata. Dort wir nicht so, ja, ich will das ein Jungen hin anbringen, und dann wird Gott mir der Sarah noch ein Jungen geben, und dann wollen wir noch mal Kinder haben. Dort wir nicht die Lösung für diesen Trouble. Die einzige Lösung, der rein ganz einzige Lösung, wir vom Tod treffen. Du wirst nicht eine andere Option. Dort wir entweder Abraham gegen Isaac opfern und Gott wirkt ihn vom Tod ab, oder etwas anderes muss passieren, aber das muss Isaac sein. Du kannst kein anderer sein. Du merkst das Opfer, das hier, ganz besonders, wenn das Opfer meint, Tod, auch Leben. Dort denkt nicht anders. Und dort ist der Rapport von der Geschichte von Abraham und Isaac, wo wir fangen auszuloten, wenn wie soll es kommen, du weißt nicht mehr vor dich, wo in der Welt soll es gehen. Dort Abraham soll Isaac opfern, aber Isaac soll der Führer sein von dort Volk, wo du soll kommen. Dann im Vers 6 habe ich noch ein interessantes Ding. Dort sagt du, dann nahm Abraham dort Halt für das Brandopfer und schnell dort ab seinen Sehen Isaac sein Regen. Er selbst nahm dort heute Glut in einen kleinen an einen kleinen Arme und dort Massa, dann ging sein Bett taub wieder. Was er checkt sich auf die Peter. Ja. Isaac drüch seine eine Verdammnis ab dem Bauchnab. Und der Vater drüch der Rach. Wo wir Luther ganz klar an Jesus sein. Aber dann haben wir drei Backen. Und dann sagt Frau, wo ging der Hand? Weiter so. Kraat du. Moria, der Berg, wo Abraham mit Isaac top hanging. Dort ist der Berg, wo Jerusalem noch da stand. Er kann nicht anders, als das Tausch tun. Dort das Alte Testament mit Björn nur Karte eingemerkt. 2000 Jahre. 2 volle 1000 Jahre. Für Jesus sein Kreuz durch. Hängen Leute Gott ans Bild von was wird passiert an Abraham und Isaac. So klar bildlich, dass sogar Isaac dort halt am Himmel abdrück, was er soll verbrennen. Aber dann gehen wir wieder an diese Geschichte am Vers 7. Und dann wollen wir an, dass diese Geschichte hat noch ein Ingrediente, quasi secreto dabei. Vers 7 sagt, mit einmal seht Isaac zu seinem Vater Abraham, Vater. Und Abraham antwortet, was soll sein, mein Sohn? Und Isaac sagt, wo ist das? Wir haben hier dort Glut und auch dort Halt. Aber wo ist das Lamm für das Brandopfer? Und Abraham sagt, Gott wird du nur sein, dass er ein Lamm für das Brandopfer hat. Und so gingen sie beide nach wieder. Aus seinem Bad steht schäumen, wo Gott ihm gesagt hat, büht Abraham durch einen Altar und lädt dort Halt durch boven Trach. Und dann kam das schwierige Part. Abraham war wel alt, als diese Geschichte passiert. Ja, ein bisschen über 100 Jahre. Und das war zu der Zeit, wo 100 Jahre an Deil werden. So, bloß auch wieder weiten, zu Abraham seine Zeit 100 Jahre wie alt. Die Bibel beschreibt ihn als meist tot, dann soll er noch Kinder haben. So, Abraham war 100 Jahre, wie alt wie Isaac. Ja, von Neuer.
Also, wir wollten nicht kriegen, wie alt Isaac war. Aber wenn wir die Geschichte lesen von Kapitel 20 bis 22 und mit so ein Hertalen, ich würde mich nicht wollen zu sagen, dass wir kriegen so alt, aber Isaac war ein junger Adult. Also, das meinen wir am wenigsten 14, aber vielleicht können wir auch nicht eigentlich über 20 Jahre sein. Okay, stell dich in der Leone an, du drehst halt am Bein ab für den Futter, wenn sie wollen, umbeten. Hänger wees, fragst du den Futter, wo ist der Schub? Und der sagt, Gott wird auch versorgt. Wenn die Buben sind, und von Steiner zu fliehen, zu einem Altar merken, dann sagt die 110 Jahre Futter, die die hier verbrennen. Woon jong wordt niet uitgered. Okay, Lutti, du bloß mal für ein paar Sekunden Jungs. Die sind vielleicht Isaac sind alle. Und die kommen bei ab diesem Boy und jene Papa sagt, nu jag mal den Hänger, ich will mal anfangen Taub zu bringen, und ich will die hinableihen, und ich will die den Holz aufschneiden, und ich will die verbrennen. Du hast ein Denk an diese Geschichte, wo wir als Christen nicht gleichen von zu reden. Und das ist die Sache von dort, Isaac muss freiwillig sich hingeben, dass das Opfer stattfinden. Du wirst keine männliche, menschliche Weg von den Neunzehn, zum sagen, ja, Abraham, der wir so stark mächtig, der packt seinen Jungen in den Nacken, flammt den neuen Maltor nach, bumm, und verbrennt den du. Isaac jäuft sich an, du hast keine Frau und der Geschichte, dort Lohn, wo du sollst Opfer werden, jäuft sich selbst an. Hat sich jemand bekannt? Oh ja. Da hat sich ziemlich in unserer Ostergeschichte. Und du bin sagt dort hier so im Vers 9. Heu verbunk seinen Sehen Isaac der hängende Feit in Leder mit Maltor ab dort halt. Wir lesen die Geschichte so busig dort wie wir haben wollen, dort Isaac spielt eine große Rolle an dem Opfer. Wenn man den nicht hat will, der hat nicht gebracht. Kein Jung wird so alt als Hermann, wird sich luten von den 110 Jahren Mann bängen und mal allein, wenn er nicht will. Und dann wird das Bild noch. Dann sei wie eine Prophetie an einem Bild. Aber das Bild ist so klar, wie das eigentlich sein kann. Dann dreht die Geschichte sich drastisch. Aber wir wollten dort bei Abraham und bei Isaac ähnlich, wie das passiert. Der Junge will geopfert worden. Wenn das sagt, du im Vers 10, und Abraham hält dort Massa, reiten seinen Sehen, schlachten. Und dort sind so ein driester guter Plot, die das geschrieben worden, aber dort ist bloß irgendwo der Brückt. Zum Opfer mehr. Vers 11 sagt, aber damit raubt dem Herrn sein Engel vom Himmel. Abraham, Abraham. Und Abraham sagt, hier sehe ich. Okay, so, den Engel vom Herrn, den haben wir noch, nicht? Okay, so der Engel vom Herrn, der wir in einem Bosch so mit Abraham und Sarah tog, stimmt doch? Wo ist der Engel vom Herrn nu? Im Himmel. Sehr gut, so der raubt er vom Himmel rauf. Und wenn wir dem Engel vom Herrn nicht schauen, dann weiß wir, wer das ist, wer zu Abraham sagt, hey, wach mal mit. Dann sagt er so im Vers 12, und der Engel sagt, das ist noch einmal der Engel vom Herrn, nicht bloß ein Engel. So der Engel vom Herrn sagt, hier ab, du dem Jungen nicht. Nie weiter, dass du Furcht hast für Gott und am Gehorchen des, du hältst nicht einmal den einzigen Sehen von wem? Von mir. Okay, so wenn die drei denken an die Lektion vom Engel vom Herrn, mag ich, wo das sich widerspricht, aber das nicht widerspricht, dort wir, der Engel vom Herrn redet Abraham, dann sagt er, du hast Gott
angegeben. Und dann sagt er, aber du hast ihn sehen, nicht geholfen von mir, das ist bloß der Gott und der Vater, die zwei Personen von der dreieinigen Gott, das wird hier vandaag kommen. Aber du willst von dir nicht das Dolzet noch haben. Aber hier ist das Ding von, du hältst nicht einmal den einzigen Sehen von mir. Drittens, in aus Abraham abcheck, sah er einen Bock, der mit der Hände Fuß an einem Bosch war. Und Abraham ging und nahm den Bock und schlag dem für das Brandopfer an seinen Sehnen steht. Hier habe ich dort großartige Wort, was wir als Christen sollen einmal besser lernen. Auf Spanisch sei wie Substitution. Also das hab mir mal gehört, was war wie Substitution auf Plattdeutsch nach? Ersatz, so gut. So, Substitution ist das Wort, was wir als Christen sollen einmal besser kennenlernen, wenn unsere Rettung ist möglich, wenn du ein Ersatz ist. Und das ist so wunderbar, das ist eine Geschichte zu sein. Das ist ein doppeltes Bild. Erstens ist das ein Bild von einem Führer, der sein einzigen Sehen abfrennt, um Gott zufriedenzustellen, wenn Gott hat gesagt. Aber dann dreht sich das Bild. Und dann ja uns dort eine zweite Lehre, dort ein Ersatz ist möglich. Ein Ersatz kann passieren in der Welt. Und in diesem Fall sagt uns dort Abraham checkt ab, und dann sagt er, du einen Bock, der wird mit den Händen verwickelt. Aber nu fragt die Frau, ist das dann nu ein bemusstes Opfer, diesen Bock zu opfern, oder ist dort Abraham seine einige Idee? Wieso? Okay? Sage. So das Opfer muss stattfinden. Gott hat Abraham gesagt, du musst opfern. Du musst ein Opfer passieren. So wenn der Engel vom Herrn zu Abraham sagt, du den Jungen Schuden an, der nächste beste Jüdei wie ein Ersatz zu finden. Aber weißt du, was noch diese Geschichte noch extra besonders merkt? So, ich habe gerade gesagt, das ist ein Bild von einem Führer, opfert ihn sehen, wenn Gott dort haben will. Und dann dreht sich das Bild, und dann hast du einen Bock. Aber wer hat den Bock zu haben? Gott. Manche, wo so Johannes 15 so sein merkt, dort, bitte Jesus, hast du bloß nicht. Die Geschichte von Abraham ist so geprägt von Gott seine Radung durchstellt, aber gerade nun Wundeil von dieser Radung, die predigen will, das ist einmal Gott. Wenn so Gott schuf, du mit der Asta verwickelt wirst, hat Gott doch angesagt. Der Ersatz an dieser Geschichte, als nicht dort Abraham hat, zur Not nicht sich einen Schub mitgeschlappt zu haben, da war Gott auf einmal die Meinung mit anderen, dann muss einen Schub schlachten. Der hat halt Isaac 4 in den Maß, das ist alles, was er mit hat. Und Gott sagt, warte Moment, hier ist ein Ersatz für den Sehen. Wenn wir dann bei dem Vers 14 kommen, nur die Prophetie, was wir du so am Umfang angeschrieben haben, dann ändert uns die Meinung für immer. Dort sagt du so im Vers 14, von dann an, nan Abraham, der steht immer, Gott wird versorgen. Bei dem von Deutschen da wird gesagt, auf dem Berg wird der Herr versorgen. Also, du kommst nu die Frau, wird versorgt. Weet je nu al wat Gott wel versorgt? Radung, aber der Wort. Der ist ein Ersatz, Opfer für uns. So, in jeder Papier haben, dann schrieb hier so mal bei Abraham an, 1. Mose 22, und dann merkst du deutlich für dort 2000 Jahre,
Voor Jezus op eerd kwam, mir Gott dort klar, dort ab dessen Borg, Jerusalem, der heilige Stadt, wird Gott Radung versorgen, aber Radung an zo'n Ton von Ersatz. Aber dann wird wir diese ganze Geschichte an der Länge gehen und wir werden jeder einzelne von diesen Dingen kann sagen, das ist Jesus, das ist Jesus, das ist Jesus. Alles aus dieser Geschichte ist ein klares Bild von was Jesus für uns getan hat. Der Vers 15 sagt, dann ruft dem Herrn sein Engel vom Himmel noch einmal nach Abraham und sagt, der Herr sagt, ich verspreche dir mit ein Eid, ob mich selbst, weil du so gehandelt hast mit dit Braustück und hast nicht deinen einzigen Sehen zurückgeholt, wo ich ganz bestimmt die meinen Sehen geben und wo deine Nachkommen so viel merken, als du Sterns am Himmel sind und als du Sand am Meer ist. Deine Nachkommen werden deine Feinde ihre Staatsporten übernehmen. Durch deine Nachkommen werden alle Völker auf Erde gesehen worden, weil du mir gehorcht hast. Dann ging Abraham und Isaac träg nur die Deine, und alle Taub gingen sie träg nur Beersheba. Abraham möchte dann sein Tschüss. Dann fragen wir uns die Frage, das Sehen, von was dort hier nur redet, hat dort auch noch ab einmal etwas zu tun mit der Opfer, was wir uns haben? Können das Sehen noch Part sein von dem Bild, was wir von dir lernen wollen? Wer war mal gut? Hat Jesus nur kommen? Oh ja, 2000 Jahre lauter, hier sind wir. Wie in Jesus vollkommen ganz das Opfer durchdeut, weil Jesus vom Tod trägt, hat Jesus nur kommen, was von der ersten Tag. Manche wollen so eine einfache Kindergeschichte. Uns große Menschen live am Hort voll. Manche, wo groß Gott, der im Alten Testament sich offenbart. Und wenn wir diesen Schädel zu holen kriegen, dann gehen wir da im Alten Testament und dann fangen wir den Schloss durchs Teuer schluten. Und ja, das ist bloß die Geschichte von Abraham und Isaac. Und das Schloss, das sitzt so ein Schmack und das Schloss. Und wenn einmal Jesus zu holen kriegst und das Schloss aufschlitzt, dann wird die Glaubenslehre so viel recker und so viel vollkommener im Sinne von bildlich verstehen. Wenn wir die Versprechung, was hier angeflochten ist in dieser Geschichte, bekicken, dann glaube ich, darf uns dort noch doppelt ab. Wir werden 1. Mose Kapitel 12, Vers 1 und 3 lesen. Ja. Sehr gut. So, man muss sagen, weil Gott zu Abraham im Kapitel 12 redet, dann wird Abraham noch bleiben, von wo Gott alles im Grund hat. Nicht? Der wird bloß, okay, du sagst, sag mal, der Besel sich in der Wüste ran. Weil der Engel vom Herrn sich mit Abraham traf und der sagt, du warst ein Junghan Isaac, der wohnt in einem Plätter gezahlt. Und wenn hier im Pott ist, wieder wo dort irgendein Mestitenwascher so gestohlen hat. Dort sagt er, da wäre ein anderer Baum, aber dort ist das Bild. Abraham, der ging, boom, ich sie euch. Aber du wie was Besonderes an der Gummel los. Und du fängst auch von der extra das Besondere. Dort sagst du so, dieser Gu von ihm vor sein Haus, nur ein Land, dort aktivieren war. Okay? So, der meint, losgehen und der weiß nicht wohin.
Dat is een schwere Sache te doen. Dan in vers 2 zegt dat ik wil van die een groot volk merken en ik wil die zegenen. Ik wil die noemen wie bekend merken en du was een zegen zijn. Ik wil die zegenen, die zegenen en ik wil een vloeg op die brengen, die een vloeg op die brengen. En door die worden alle veldjes op ihr gezegend. Waar we best maar aan zo'n aanlopen, du wirst das in Vers lesen, 2 en 3, en dan steht dort, du wirst an Abraham denken, wo du so Jesus handschrieben, wo Wahrheit sein. Jesus ist bloß dort vollkommen. Abraham wie ein Bild von, ja, Gott will der Abraham wat handschrieben, und das rote Streck hier wies uns bloß dort irdische Nukum, dort Jesus wie Abraham sie Nukum vom Fleisch her. Aber wenn wir das in Vers auf Jesus trachten, dann sei wie so groß, dort wer Jesus flucht, der kriegt Verdammnis. So einfach. Aber du hast eine andere Seite von der Geschichte, wo du sagst, seh. Wenn wir wieder lesen in Kapitel 13, dann fangen wir noch mehr von das. In 13, Vers 14 bis 18. Wer will du so lesen? So gut. So, was ist der Mittelpunkt von dem Versprechen? Ich will mit Hand dienen. Nukum. Wofür? Mehr als Italien. Aber weißt du, das ist eine Dame anjanka Geschichte. Ich war meine, wie es so abpassen. Aber da fällt sich mit nur eine Dame anjanka Geschichte. Wer stell dich vor, der Engel vom Herrn Abraham stund auf dem Berg. Und dann sagte, ich hätte mir alle in Hand. Dann sagte, der Weg, die noch mal geben. Was ist das dann nicht kurz? Okay? Nun weißt du, was ich meine. Aber der Judah ist, come on, das soll alles mein sein. Und Abraham hat dann nachher gesagt, aber was noch? Aber was mit? Der nächste Teil von der Geschichte ist dort, was mich merkt ganz hüteriert, wenn dort sagt du so, dort Abraham seine Nukum waren so viel sein aus Stoff und wer die teilen kann, was die Menschen teilen können. Weißt du mal, was Offenbarung abhielt? Johannes kam in den Himmel und wie viele Menschen sind da? So viel, als keiner teilen kann. Gott sagt zu Jesus, ich werde vielen alle in deine Feit leiden. Und das alles, was die hier. Und du wirst nur kommen haben. So viel, was nicht total muss. Du, wenn das dort nicht bloß artig war, fest, die, was ich ja war, sein, im Himmel kam bloß 144.000 Jahren. Das ist Lasterung im Sinne von Jesus in nur kommen, wo nicht total. Vielleicht sei wir nur da mal aus wie noch halbe Stunde trägt. Und wir werden noch einen Tag bekennen, 1. Mose 18, Vers 18 und 19. So, das ist die Geschichte, wo wir laut brückten zum dem Engel vom Herrn kennenlernt. Und jetzt der Engel hat mit Abraham vorig berät, dass er ein Kind hat. Abraham hat auf dem Duel geschaut, die Sodom und Gomorra. Und dann war das erst, das der Mehr von das Ganze. So, wir lesen nur so am 1. Mose 18, 18 und wieder so steht. Dort sagt du, ich habe am Durab gewählt, dort he seine Kinder in Nukum und rechten soll, dem Herrn sein Willen zu tun. Sie sollen nun reich sein und reich sein, so dass der Herr Abraham dort geben kann, was er am Versprechen hat. Hier ist der Vers, was wir alle der meist utwendig kennen im Alten Testament. Wieso hat Gott Abraham gewählt? Okay, da habt ihr dann mit belehren, oder? Wegen ein Conocimiento wiederzugeben. Was noch? Was steigt aus diesem Vers 19 so sehr raus? Okay, aber wenn wir den mal evaluieren, mit was wir hier, das ist eine Schulprobe zu tun.
Und wir würden Abraham nur sofort in dem Vers lesen im Sinne von Jesus. Merkt ihr das an? Wo soll ich Jesus haben wollt? Jesus scheint ein vollkommenes Opfer zu bringen, aber Jesus steht noch so viel mehr aus dort. Jesus seine Liebe würde man kein Krieg mit diesem Vers klar beschrieben. Und wie du so lesen, dann sagt du, dort heu seine Kinder nu kommen und ihr rechten soll, dem Herrn sein Willen zu tun, sie sollen reich sein und gereich sein, so dass der Herr Abraham dort geben kann, was er ihm versprochen hat. Wenn wir den lesen mit uns evangelische Denken und Checken, dann würden wir sagen, Jesus kommt rauf, um uns, die Kinder, zu belehren, dass wir nun reich sein und gereich sein. Jesus sagt, seilig sind die, die hungern da schon nur Gerechtigkeit, wenn die was umsorgt werden. Ich finde, dass wir zweimal das Alte Testament ausschauen, im Sinne von Jesus kennenlernen. Wenn wir einmal den Schlädel zu holen haben und weiten, Jesus passt hier so, dann werden wir bloß lesen und dann werden wir Gott in die Ehe kriegen dafür. Dann werden wir das im Vers 14 in 1. Mose 22, ich stamme mir mal so für Johannes, den du getegnet, wenn ihr noch nicht haben. 1. Mose 22, Vers 14. Du sagst dort, Gott wird versorgen. Dios proveerá. Du so fehlen zwei Dinge handgeschrieben. Ein, das Jesus als Opfer. Und dort wisst Abraham 2000 Jahre für Jesus auf die Erde. Dankeschön für Mitmachen. Möchte Gott uns wieder sehen, indem wir Jesus einmal besser kennenlernen. Und möchten diese Bilder, die wir uns vom Alten Testament von da holen, uns Glauben stärken und uns Mut geben, Jesus einmal besser kennenzulernen.